Okay. Flutsch, und sind wieder da. Auftrag abgeschlossen, okay. Also, das ist die Liftstation. Offenbar. Ja, das wird noch Baustelle, ist das schon gut. Okay. Upgrade. Komm zur Werft, wenn du Schiffe bauen oder ausrüsten willst. Ich würde gern schon. Kabel angeschlossen. Fahrstuhlkabine bereit zur Abfahrt. Oh, cool. Achtung! Annäherung an Raumstation der Global Union. Bereit machen für Andockvorgang. Ein riesiges Velorad. Okay. Na, wenn es Meine das gäbe, das Glückwünsche. wäre Der etwas. erste Schritt in den Weltraum. Alle Zweige der Weltwirtschaft stehen Ihnen nun offen. Ja, was? Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms beginnt jetzt. Walbruckbecken. In der Arktis fallen Ihre Handlungen unter die Oberaufsicht der Arctic Custodians. Werfen wir einen Blick auf Ihr Territorium. Okay. Es war eine diplomatische Meisterleistung, die Custodians dazu zu bringen, ihr Land für private Firmen zu öffnen. Daher sind sie bei der Standortwahl etwas eingeschränkt. Ah, okay. Ich würde sagen. Ja, das, ja. Ja, okay, also, wir nehmen den Gletscher. Willkommen in Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms. Sie sind Adam. nun autorisiert, die Arktisregion zu betreten und auf die dortigen seltenen Ressourcen zuzugreifen. Ihre Aktionen in diesem Gebiet werden von den Arctic Custodians überwacht. Okay. Sie kontrollieren auch die Klimastabilisatoren, die die arktische Eisschicht erhalten und so das Wetter stabilisieren. Weitere Informationen erhalten Sie von... Also ich habe es nicht gedruckt, hätte ich es gerade selber abgestellt. Ich habe echt nicht gedruckt. Ich habe keine Informationen, ich weiß nicht, wo ich und muss. Schnee. Ein seltener Anblick heutzutage. Wir haben ihn der Klimastabilisationstechnologie der Custodians zu verdanken. Ich bin Dr. Howard Young. Ich spreche für die Arctic Custodians. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Wir erwarten, dass Sie sich zu jeder Zeit an unsere Richtlinien halten. Das Ökosystem der Arktis ist sehr fragil. Respektieren Sie diese Regeln und wir kommen gut miteinander aus. Okay. Nicht gerade ein herzliches Willkommen. Aber fahren wir einfach mit Phase 2 fort. Wir brauchen arktische Ressourcen für den Raketenbau. Daher müssen wir auf diesen Inseln eine Basis errichten. Okay, aber ich finde auch, also Klimaschutz ist wichtig, hallo? Eine kalte Begrüßung. Alle Formalitäten sind erledigt. Diese Inseln sind als Siedlungsgebiet von den Arctic Custodians genehmigt. Besetzen Sie eine Insel in der Arktisregion, klicken Sie auf Kommandoschiff. Kommandoschiff? Gründen Sie Ihren neuen Standort, wo Sie wollen. Alle Inseln bieten gute Konditionen. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Ich hätte jetzt gesagt Hauptinsel. Koordinaten bestätigt. Boah, das geht ja voll ab. Yo, tut mir leid, dass dir meine Kollegen die kalte Schulter zeigen. Wille Jorgensen, schön dich kennenzulernen. Ja, der Ich wähle Wille. hier einen Handelsposten, aber das Geschäft... Ach, komm doch mal vorbei, ja? Bitte. Wenn Sie hier ein Vertriebszentrum bauen, kann ich Ihnen die Insel offiziell überschreiben. Mach das Mit dem mal. Erwerb dieser Insel haben Sie auch die Schürfrechte für dieses Gebiet erworben. Die Arctic Custodians werden Sie von jetzt an mit Argusaugen überwachen.
Ihre Vorgaben sind streng, aber beim Aufbau Ihrer Infrastruktur sollten Sie sie beherzigen. Schon die Heizrichtlinien werden eine Herausforderung sein. Gute Systeme sind die halbe Miete. Okay. Okay, John, danke, John. Bauen Sie Polarwohnungen. Polar. Okay. Wärme strahlt in einem Radius ab, je genauer die Ihre Fabriken platzieren, desto mehr Häuser können innerhalb dieses Radius stehen. Jeder Sektor beinhaltet einen Handelsposten, in dem Sie Baumaterialien kaufen oder Aufträge annehmen können. Umsiedeln statt abreißen. Benutzen Sie den Bewegungsmodus in der Infoleiste unten links oder drücken Sie M. Dann klicken Sie auf das Gebäude, das Sie bewegen wollen. Okay. Bauen Sie Polarwohnung. In der Nähe einer Wärmequelle. Okay. Gibt es jetzt schon eine Wärmequelle oder ist das da alles kalt? Polarstraße. Ah ja. Nö, ich will so, dass es passt. Also, du. Ich verspreche, dass wir den Custodians keinen Anlass zu Beschwerden geben werden. Ach, der da draussen hat jetzt kalt. Okay. Und da hat in keine Straße. Ich weiß. Ja. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Und zwar. Treten Sie ein. Was fällt uns denn? Ah, Konserven. Okay, wahrscheinlich Nahrung. Also Fisch. Einen Kistenbauplatz. Wo hat es denn den nächsten? Da. Ist das schlau, das da zu machen? So, da oben jetzt auch. Oh, die sind alle mega weit weg. Da. Und Konservenfabrik machen wir gerade nebendran. Wenn das denn möglich ist. Ich habe in meinem Leben noch keinen echten Fisch gegessen. Nur in den Polarregionen gibt es noch so viele, dass man Fischerei betreiben kann. Naja, was? Oh, cool sind das Pink. Jö, ist Europa. Okay. Ah, logischerweise gibt's. Ich glaube, wir sind ja auf dem Nordpol, also gibt es logischerweise keine Pinguine. Okay. Ach, die haben sogar Schneemobil. Die sind jetzt doch nicht ganz so zügig unterwegs wie die unten mit ihren Hoverboards, aber immerhin. Es könnte schlimmer sein. Definitiv. Produzieren Sie Metallschaum. Aluminium. Wenn wir da Aluminiummine anmachen, was wollen wir? Okay. Okay. Kann ich das. Zuerst mal einen Stroß. Die produziert jetzt hoffentlich auch Wärme. Jawohl. Okay. Also jetzt müssten wir ja die... Ich schaue es auf den Wärmeradius. Das würde ja Sinn machen, irgendwie die so...
Machen sie dort an. Ihre Produktionseinrichtungen strahlen genug Wärme ab, um die ganze Siedlung zu beheizen. Aber ohne Isolierungsmaterial würde die Wärme verpuffen. Okay. Was das ist? Druckkammer. Metallschaum. Also das brauchen wir zur Isolierung. Das Teil da sieht ja echt aus wie eine das sieht fast aus wie ein Insekt, so eine Art Spinne. Ich frage mich zwar, was die sagen, da hinten bringen, wenn er da vorne schafft, aber nein. Oh, wir haben immer noch nicht genug Wohnungen. Schock. Das ist das jetzt synchron. Nochmal eine. Gut, Ihre Siedlung scheint unseren Vorschriften zu entsprechen. Jawohl. Sie dürfen Ihren Raumhafen weiter ausbauen, innerhalb vernünftiger Grenzen. Tja, und genau das steht gerade auf der Agenda. Die Orbital Watch ist immer noch eine Gefahr für die Handelsrouten der Union. Sie müssen ihren Raumhafen mit eigenen Docks ausstatten. Okay. Eigene Docks. Werben Sie Beschützer an. Was sind denn bitte Beschützer? Aha. Das sind auf die, die da wohnen, okay. Strom haben wir noch genug. Transport könnten wir ein bisschen mehr brauchen eigentlich. Jetzt schauen wir schnell mal durch. Strasse machen wir fertig noch. Dort. Okay. Theoretisch macht es Sinn, wenn ich die jetzt dort aufmachen will. Wir brauchen hier Biowärme. Sag nicht, du kneifst. So. Also. Oh, jetzt brauche ich mehr Schaum. Fabrik. Okay. Was machen die eigentlich? Produzieren die da Lastwagen oder was machen die? Ich meine, aha. Nein, doch nicht. Doch, ich produziere Lastwagen, okay. Es sind nicht nur die Winter, die einem die Laune verderben. Sorry. Und ihr macht hier den Schaum und zwar ziemlich heiß offensichtlich. Kleiner Vulkan. Okay. Wir brauchen immer noch mehr Arbeit hier. Was ich mich gerade frage ist, wie viel brauchen die? Wie viel produzieren die? Das zeigt sie nicht mal an. Doch. 3 und es braucht 3. Okay. Wie viel produziert eine Mine? 6. Also theoretisch können wir uns noch eine leisten. Das 3 basiert. Jo. Haben wir zumindest ziemlich viel Wärmegebiet.
sind ja... Oh, das sind echt kleine Häuser. Oh, hallo. Was führt Sie heute zu mir? Ja, ich habe gedacht, ich schau mal rein. Ja. Tick, tick, tick. Essen haben wir noch Es stimmt. Die Menschen... genug. Ich weiß nicht, wo ich mir das anzeigen kann. Energieknappheit. Okay. Dann bauen wir ein bisschen Stromerzeugung. Benötigt Bergbauplatz. Im Ernst jetzt? Ja, okay. Okay. Mach mal geothermale Turbine. Und Strassenanbindung darf nicht fehlen. Zack. Alles gefahren, alles gefahren. Und da ist warmes Wasser. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Empfiehlt, dass Sie die Fabriken upgraden. Oh. Ja, und zwar... Billy. Warnung. Anlagen benötigen zusätzliche Arbeitskräfte. Ja, ich schaff's. Wie mache ich das am effizientesten? Das haben wir wieder zu wenig Schub. Okay, also was hätte er uns sagen? Wählen Sie eine Fabrik an und investieren Sie Iridium, um ein Modul zu bauen. Ihre arktische Siedlung wächst konstant. Ah, Die Personalanforderungen für die Docks Ihres Raumhafens sollten inzwischen erfüllt sein. ich hoffe es auch. Solange es so bleibt, Also, das kann ich da upgraden, okay. Das kann ich mir nicht leisten, das kann ich mir leisten. Okay. Weniger Arbeitskraft, weniger Wartung, okay. Das ist Qualität, wie du siehst. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Ja, okay. Okay. Aha, verbessern Sie Ihren Raumfahrthaben. Ah, ich muss nicht mehr. Ah, sag doch etwas. Bist du das? Bist du Das das? ist eine sehr anfällige Technik. Sie dürften gar nicht hier sein. Nö. Okay, wo ist der Raumfahrthafen? Da ist der Raumfahrthafen. Arktis, Raumfahrthafen, Raumhafen, okay. Das Klima. Die kaum verheilte Wunde der Erde. Mal sehen, was passiert, wenn ich an ihr kratze. Warnung. Klimastabilisatorennetzwerk erzeugt Wetteranomalien. Externe Manipulation entdeckt. Systeme reagieren nicht. Stabilisationswerte erreichen kritische Stufe. Sie kontrollieren das gesamte Netzwerk der Klimastabilisatoren. Das wird in einer Katastrophe enden. Katastrophe! Wer ist dafür verantwortlich? Das Mondlizenzierungsprogramm hat diese Terroristen erst hierher gebracht. Wir verweigern ab sofort die Unterstützung. Und halten Sie sich aus unseren Angelegenheiten raus. Ach, hör nicht auf den. Wir können diesen Angriffen nichts entgegensetzen. Jorgensen hat recht. Sie müssen einschreiten. Mit offizieller Erlaubnis oder ohne. Führen Sie einen Hacker-Gegenangriff auf die Störsender der Orbital Watch durch. Oh ja, Hacker bin ja Oder gut. zerstören Sie sie. Ja, aber klar. Ja, ich bin Profi. Okay, Vorbereitungen für Raumhafen-Upgrade abgeschlossen. sehr schön. Okay, wir müssen handeln. Erzielen Sie einen Sieg im Krisensektor Mission Konfliktzone
Quanitak. Oder erreichen Sie die erste Firmenstufe. Wo wäre das? Das wäre da hinten.